Herzlich willkommen wieder bei der Janka Filmschmiede. Ich habe versprochen, es geht wieder weiter mit neuen Kochvideos und diesmal geht es um ein Einlegerezept, wie man einen Camembert richtig schön lecker einlegt, damit er richtig gut schmeckt. Ich habe jetzt vorbereitet 2 rote Zwiebeln geschnitten, dann habe ich 3 Bio-Zitronen, da habe ich Zesten geschnitten mit dem Zestenschneider von 3 reinen Bio-Zitronen. Wir brauchen etwas Salz, 2 bis 3 Knoblauchzehen, ich habe 3. Dann bunte Pfefferkörner, 2 250 ml Schraubgläser zum Abfüllen dann. Und ich habe Champignon Camembert genommen, aber normaler geht genauso gut. Es geht auch Ziegenkäse, Schafskäse, Feta-Käse, es geht alles auf diese Rezeptbasis, aber ich nehme jetzt Camembert, weil das ist der Klassiker. Dann brauchen wir 6 Salbeiblätter und das war's eigentlich schon. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Also 2 rote Zitronen, 2 rote kleine Zwiebeln in Scheiben geschnitten, dann hier die Zesten runtergeschnitten und jetzt da wir den Knoblauch noch fein hacken. Einfach über den Knoblauch über leicht andrücken, dann lässt er sich leichter schälen. Ist ein klasse Rezept und 5 Tage im Kühlschrank dann durchziehen lassen oder in einem dunklen, kühlen Raum. Und dann schmeckt es richtig lecker auf Brot und ich sage es einfach lecker und einfach, dieses Rezept. Und ist der absolute Knaller, schmeckt wirklich geil. Im Hintergrund ist übrigens bei Papagei die Agoline, der quatscht immer gerne drin. So, der Knoblauch ist es dann auch klein gehackt, also 2 bis 3 Knoblauchzehen. Das reicht. Dann nehmen wir den Camembert. Wir brauchen 150 Gramm. Es sind aber jetzt leider 125 drin. Also schneide ich da noch ein kleines Stück mit runter. Oder wenn da ein bisschen mehr drin ist, macht auch nichts. Ich sage jetzt einmal 150 Gramm rum. Ah, halt, stopp. Camembert später. Sorry. Zuerst einmal den Salbei klein hacken. Ich nehme da einfach die Blätter übereinander. Wer einen Multimixer hat, der kann es so zerhacken. Ich nehme mein Messer. So. Also 6 Blätter Salbei, ungefähr 3 pro Glas. Ich kann euch jedem empfehlen, macht das unbedingt einmal nach, das schmeckt sowas von lecker. Aber 5, 6 Tage braucht es locker zum Ziehen im Glas oder 7 Tage und dann kann man es verzehren. Also, so, das tun wir jetzt mal darüber. Camembert. Und den tun wir jetzt einfach so kleine Ecken runterschneiden. Oder würfeln. Also ich schneide so schmale Keile runter, wie so kleine Kuchenstückchen.
dann fangen wir schon mal an. Das dann einfach da so rein schlichten. So. Dann tun wir ein bisschen Zwiebel rein. So. Ein bisschen Knoblauch. Ein bisschen was von den Zitronenzesten. Das machen wir dann immer so im Wechsel. Wir machen jetzt ein Glas fertig, damit es sitzt. Das machen wir dann auch mit alle 2 Gläser. So. Salz rein. So, dann tun wir wieder ein paar Zwiebelringe rein. Salbei habe ich glaube ich beim ersten Mal vergessen. Aber das kommt immer so schichtweise rein. Wie bei einem Schichtfleisch oder Schichtsalat oder wie man sagt. Und dann funktioniert das. Also damit ihr seht, schmecken sehr, sehr lecker und wenn es dann in Öl durchgezogen ist, dann kann man die auch mitessen. Richtig zitronenlastig. So, ich fülle das Glas auf, also Schicht für Schicht und dann zeige ich euch den nächsten Schritt. So, zuerst mal Prost, heute gibt es Grüntee, jeden Tag grünen Tee. Aus dem Tatonka Händelmuck, so heißt dieser Becher. Gibt es auch bei Amazon. Da haben wir nämlich die Griffe zusammengeklappt. Für der, was nicht weiß, den kann man an jeden Rucksack hängen. Geiles Topferl. So, aber nur nebenbei. Gut, jetzt habe ich das soweit reingeschlicht und jetzt haben wir ein gutes, ich liebe mein gutes Flockensalz. Und da haben wir jetzt ein bisschen was drüber. Ich habe schon ein bisschen was rein. Das sind richtige Flocken. So. Das klappt. Und da tun wir jetzt nur mal ein paar Stückchen drüber legen. Und ruhig leicht andrücken. Nicht zu fest, aber leicht andrücken. Und zum Schluss tun wir noch ein paar Zwiebeln drauf. Und so soll das bei alle ausschauen. Und da haben wir noch ein paar Dinge drauf. Zitronenzesten. Dann nehmen wir ein Olivenöl her. Also wie gesagt, ich zeige jetzt nur das eine Glas. So soll das ausschauen. Ich hoffe, das kann man so einigermaßen sehen. Das füllen wir zu weit auf, dass alles schön bedeckt ist. Jetzt richtig schön randvoll und so soll es ausschauen. Dann den Deckel drauf, stopp, dann den Deckel drauf. Und fertig ist unser Zitronen-Camembert in Öl. Und so mache ich jetzt das Glas auch. Nur mal ganz kurz erklärt die Zutaten. 150 Gramm
Camembert. Ich nehme ein bisschen mehr her. Ich habe jetzt aufgerundet, weil man sagt, es ist vielleicht ein kleiner Touch größer. Ich nehme ein bisschen mehr her. Ich habe jetzt einmal 125 Gramm pro Glas hergenommen. Das sind ungefähr 250 Milliliter. Es geht natürlich nicht so viel Öl rein, weil ich das Ganze gefüllt habe. Macht nichts. Also pro Glas nehme ich 125 Gramm Champignon Camembert. Es geht aber jeder Käse nach Wahl. Und dann haben wir 2 rote Zitronen, 2 rote kleine Zwiebeln in Scheiben geschnitten. Von 3 Bio-Zitronen die Zesten. Am besten geht es mit so einem Zestenschneider. Und den gibt es bei Amazon. Den schreibe ich unten in die Videobeschreibung rein. Der kostet nicht viel, aber geiles Teil. Dann bunte Pfefferkörner brauchen wir. 6 Salbeiblätter klein gehackt. 3 Knoblauchzehen klein gehackt. Und etwas Salz. Ich habe das heißgeliebte Flockensalz. Und das schmeckt echt der Hammer. Unbedingt mal probieren. Das sind richtig schöne große Flocken. Und schmeckt sehr, sehr lecker. Mit diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Euer Helmut, die Janker Filmschmiede. Bis zum nächsten Video. Ciao. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und das nächste Video wird nicht lang dauern, weil ich habe mir schon was überlegt, wieder was Leckeres aus dem Deutschofen zu machen. Also, habe die Ehre. Servus, macht es gut. Danke nochmal fürs Einschalten. Helmut, die Janker Filmschmiede. Die Rezeptur, wie gesagt, unten wieder in der Videobeschreibung. Und viel Spaß beim Nachmachen. Das schmeckt nämlich sau lecker. Also, habe die Ehre. Kleiner Nachtrag. 5-6 Tage im Kühlschrank ziehen lassen oder in einem dunklen, kühlen Raum. 6 bis 7 Tage kein Problem. Und dann ist der richtig durchgezogen und der Käse schmeckt aufs Brot. Absolut geil. Also, das war's jetzt aber wirklich. Also, ciao.